Stell dir vor, 100 Leute haben etwas Schlimmes gemacht. Sie kommen alle gute vor Gericht, an alle gute kriegen sie gesagt, ja, die hat das gemacht. An 99 die verurteilt, kriegen hier gerecht Strafe. Mit das ein, der wird begnadigt. Und welche Person stellt ihn sich da Fragen, für was das so ist? Natürlich um die, die begnadigt wird. An einen regen sich nicht über die 99 Job, die gerecht Strafe geben für das, was sie gemacht haben. Genesis 7, Vers 21 bis 23 beschreibt die Bibel, wie Gott die Menschheit zur Zeit von Noach bestraft hat. Er hat sie sterben gelassen an der Flut, er hat sie verdilligt an der Flut, sie sind all umgekommen, weil sie nicht an Gott geglaubt haben. Und wir Menschen fragen dann heinst du, ja wie kann Gott das machen, als ihr böse? Nee, er ist nicht böse, er ist gerecht. Die Leute wollten nicht an Gott leben, sie haben ihn ignoriert und das war die gerechte Strafe. Mir die interessante Frage wäre, für was steht da Vers 23, Vers B, dass der Noach an die mit ihm an der Arche waren, nämlich seine Familie überlebt tun. Weil das war noch kein perfekt Leid. Die hatten auch nicht immer an Gott gedacht. Aber Gott hat sie errettet. Für was? Weil sie am Schluss an Gott geglaubt haben. Das heißt, froh ist nicht, für was hatten die 99 umgebracht, um sich darüber aufzuregen. Nicht froh ist, für was hatten die errettet, aber was hat das vielleicht mit meinem Leben zu tun?